Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead Mission auf Pelzig. Und wir machen gleich mal weiter bei unserer Verfolgungsjagd hier. Und ich bin aus Versehen schon wieder auf Start draufgekommen, sodass wir hier direkt in der Szenerie gelandet sind. Ich wollte eigentlich noch im Startbildschirmmenü in Ruhe moderieren. Aber so manchmal muss man halt auch improvisieren. Ja. Oh Mann. Und kaum sitze ich wieder hier im Raum, schon schwitze ich wieder wie ein Schwein. Ihr seht bestimmt, dass ich glänze wie Speckschwart. Oh Mann, es ist einfach viel zur Heißheit. Ich wollte eigentlich nicht mit Facecam aufnehmen heute, aber es muss sein, weil die Woche stressig wird. Und deswegen musste ich auch noch heute die Mission zweite Episode durchspielen. Beziehungsweise bin ich gerade bei. Eben weil es stressig wird und ich brauche die Voraufnahme. Scheiße, Dendo, schnapp dann. Uah. Ja. Sam wird sich das merken. Oh, Scheiße. Und ihr seht es eventuell auch an meinem Arch. Das hier, ja. Da ist der Tränenkanal entzündet gewesen. Und ich krieg so lustige 3-mal am Tag antibakterielle Tropfen, die ich mal reinmache. So Geltropfen. Es tut eigentlich auch gar nicht mehr weh, um ehrlich zu sein. Aber es ist immer noch etwas dick und geschwollen, das Ganze. Das mache ich jetzt schon seit einer Woche und 2 Tagen. Und das dürfte in einer Woche abgeheilt sein. Aber trotzdem, es sieht wahrscheinlich jetzt recht dick aus, gerade durch die Wärme. Eben weil dann die Pore offen sind. Und dann wird es natürlich auch etwas dicker, das Ganze. Aber das ist gut in dem Fall. Das ist gut in dem Fall, weil wenn man es kühler wird sich das Ganze nur noch mehr verstopfen. Aber es sieht auf der Facecam wahrscheinlich nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie es aussieht, um ehrlich zu sein. Ich gucke immer nur so seitlich also mal drauf und sehe auf jeden Fall, weil ich das halt weiß, nein, dass mein Tränenkanal dick ist. Scheiße, jetzt haben sie die Samantha noch abgeschossen. Okay, die kommen wahrscheinlich nicht mehr hinterher auf den Weg. Move! Ja. Oh Gott, kann die das noch? Hoffen wir, dass wir die noch rechtzeitig zurückbringen können. Schade, Kenner von Denner erschlache Woche. Okay. Und wie sieht's aus? Nur die Schulter hoffentlich, oder? Halte X und L, um Sam zu verarzten. Ja, Druckverband oder sowas, ne? So. Okay, ja, mit dem Hemd noch einen Druckverband gemacht. Trophäe erhalten. Ein Kupfer, steiler Pfad. Okay, der Pete ist auch noch dabei. Sehr gut. Kenner verloren. Aber die Sam ist auch geschossen. Jetzt geht's aber wirklich ratzfatz zu ihrem Vater. Wir müssen dem Mädel auf jeden Fall jetzt noch helfen. Boah. Manometer. Private Probleme mit arg geschwollenen Tränenkanäle und dann sowas. Das lässt mich natürlich wie Pfeife erscheinen, im Gegensatz dazu. Ich glaube, meine Probleme hätten die gern. Oh Mann. Wenigstens kannst du noch selber gehen. Aber das muss auf jeden Fall auch verarztet werden. Oh na. Ja, Drecksack. Den Kopf können wir auch auf dem Weg liegen lassen. Wenn die uns folgen, könnt ihr eventuell beißen.
It had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. We all make mistakes. Move on. Why'd she let you go? Das ist mal das Interessanteste. Pity on me. I told her my family was starving, and that was enough. Okay, da waren sie wohl auch noch etwas freundlicher. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. Greg, he didn't think it was safe. War wohl auch nicht so das Beste. I should have listened. Tja, im Nachhinein ist man immer klüger. Oh, ja, die heben wir noch auf, bevor sie noch auf die Schnut knallt. Thanks. Oh Gott. Ich hoffe, es ist nicht mehr so weit bis zu ihrem Papa. A clear path. Manometer. You're not looking so good. Ja, I feel even worse. das glaube ich, das sieht da echt scheiße aus gerade. Und Rede hilft, dass man zumindest wach bleibt, ja. Blackout on you. Stay with us, Sam. We're gonna get you home. Your family, what are they like? Dad was a lawyer. So I never won any arguments with him. So wie Michonne 8, die war auch Anwältin früher. Brothers James and Alex. I look up to Greg so much. They're gonna be destroyed. Man guckt doch immer, man schaut doch immer zu seinem größeren Bruder auf. Oh Mann. Scheiße. Nett. Okay. Okay. Der Messerstecher Pete. Oh Mann. It's too dangerous out here. Dad was right. He said none of us should leave the house. Nee, so lernen sie nicht, wie man die Walker niedermacht. I didn't listen. It wasn't your fault. What happened to Greg? It's not what he's gonna think. We'll help him understand, Sam. Sometimes you can't make good out of a bad situation. Warten wir mal ab, wie die drauf sind. Falls wir es überhaupt dorthin packen. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? It's gonna ruin him. I don't know if I can. Ich mach's fast eh. I'll tell him. Thanks, Michelle. Sam wird sich das merken. Jetzt muss es ihm dann nur beibringen. Von einer Fremde hört man das wahrscheinlich nicht so gern. Auch übrigens, sein Sohn ist tot und ich war mehr oder weniger dran schuld. Aber A-Wälder unter sich, die können das eher regeln, denke ich. Oh Mann. Can't catch a goddamn break. Come here. Zack. Rieb ab. Alter. Die hat sie einfach noch saumäßig drauf, die mich schauen. Okay, jetzt aber wirklich durch die Horde. Die ist ja auch fit wie ein junges Reh. Stolperdraht oder was? Wahrscheinlich diverse Walker-Falle hier. Die kannst du uns aber nicht mehr sagen. Jetzt muss ich mich wieder bewegen. Alter, die Walker-Geräusche. Ah ja, das sind Verkrüppelungsfalle. Okay. Sehr gut. Nicht dümmste, solche Stolperdraht-Verkrüppelungsfaller. Bis der Walker da wieder rauskommt, das wird einige Zeit dauern. Und ein Mensch ist dann von der Schmerze so gelähmt, dass auch erstmal gar nichts geht. Oh, die tropft ja schon. Hey! Don't fucking move! Not one more step! Uff.
Du Türkis-Schriftfrau. Just want to help this girl. Sam. Is she dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot. I'm not fucking around. Sam's still alive, but she won't be for long unless you let us in. Michonne. Sam? Ja, die kennt auch meinen Namen. Lass mich bitte rein. Oh, hallo. You shot her. War das nicht der Typ von 400 Days? Der Hippie-Typ? Kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. Sam trusted me to get her home. How do you think I found this place? I'm doing this for her, not you. Jetzt halt die Gorsche und lass mich rein, du Kuh. Ich glaub zumindest, dass der Typ... Nee, der ist ein bisschen zu alt, oder? Nee, das ist er nicht. Okay, ich habe schon gedacht, das wäre der Typ aus 400 Days, der Hippie-Typ mit seinem Gras. Der mit dem anderen durchgeknallten Typ durch die Gegend fahre ist. Die zwei Truffene. Aber das war er, glaube ich, nicht. Sah aber ähnlich aus, finde ich. Und als Walker sind die sowieso immer schwierig zu unterscheiden von ihren lebenden Pendants. Living room, on your left. Okay. Sam? Schön, dass das jetzt die kleinen Brüder noch mitkriegen. James, Alex, get back. Your sister's hurt. What's wrong with her? She's bleeding. Sam! This is bad. This is really, really bad. She was shot. What? What's your name? It's James. Okay, James. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Fast. Ja, ist auch gut, dass man die Kinder beschäftigt und nicht einfach nur abschiebt. Jetzt wird's heftig wahrscheinlich. Ach du Scheiße, ja. Blutung muss gestoppt werden, die Kugel raus. Und dann das Ganze noch verbinden und desinfizieren. Okay, Wodka-Fläschel. Ja, es geht nur das Wodka-Fläschel. Das brauchen wir als erstes wahrscheinlich zum Desinfizieren. Sam, I got you. I'm here. Nicht zum Saufen. Desinfiziert die Wunde natürlich. Sam! Ja, was Besseres als Wodka kriegen wir jetzt halt The nicht. bullet's still in there? Didn't punch through. We gotta get it out, right? Jupp, There's too much blood. muss man abbinden vorher, oder? Zange. Sauger, ja, Sauger. You're gonna have to use this. Ja, da muss man das Blut absaugen. Und dann die Kugel raus. Ah, das wird auch wieder hässlich. Das wird richtig hässlich. I'll hold her down. Und der Ende Wodka hätte jetzt auch nichts gebraucht. Halten und ziehen, um die Wunde zu öffnen. Och, Mann. Halten, halten, ziehen, ziehen. Halten, halten, ziehen, ziehen. Ich höre, dass gehalten wird, aber es wird nicht mehr gezogen. Ah, das können wir aber. Das Geräusch. Halten und ziehen, um die Kugel zu fassen und herauszuholen. Oh, Scheiße. Herr Masser? Das ist er. Okay. Gut. Na, Scheiße, das wird der Shenny Abgeber. Oh! Ja, wir kauterisieren die Wunde. Oh, Scheiße. This is gonna really fucking hurt. Ja, gib aber irgendeine Beißholz oder sowas, verdammt nochmal. Hold her down. You too. Beißholz. Bitte. Ich hätte gern was geben, aber es sieht das Spiel wohl nicht vor. Beiß da bitte nicht die Zunge durch. Vor lauter Arg. Das riecht jetzt bestimmt gut nach Burger. Aber wenigstens blut's danach nicht mehr, oder? John! Okay, das ist der Vater. What are you doing to my daughter? Saving her life. With that? Are you insane? You're going to kill her! You wanna do this instead? I... Ja, ne?
Ist besser, wenn man das nicht selber bei seinen Kindern machen muss. Let me. Das ist wirklich besser, wenn man sowas bei seinen eigenen Kindern nicht selber machen muss. Da ist man viel zu aufgeregt dafür. Das sollte ein objektiver Dritte lieber machen. Knusprig und backfrisch. Scheiße. Okay, ja. Sam, das Brathähnchen. Scheiße, sterneförmige Brandwunde hat sie jetzt. Oh Mann. Das sieht ein bisschen aus wie ein Indianer, finde ich. Going to make it? Aber ein echter Indianer hat ja keinen Bartwuchs. Das können die genetisch gar nicht haben. My poor Samantha. The bleeding stopped. That's what matters. Ja, es sieht ein bisschen wie ein Indianer aus, aber echte Indianer haben, wie gesagt, genetisch bedingt keinen Bartwuchs. Nicht die Info, wie ich auch so fand, als ich das mal gehört habe. With my daughter nearly bleeding to death? I saved Sam. Carried her through a walker-infested forest back to you. Sieht er nicht? When Sam wakes up, we'll see what really happened. Look at me. I don't know who the hell you are, but Dad! Dad? Where's Greg? Das wird jetzt auch nochmal sehr lustig. Ich hab's aber versprochen. Greg didn't make it. Alle werden sich das merken. Ich hab's aber versprochen, dass ich das für sie mache. Trophäe erhalten in Kupfer, Notaufnahme. it's okay, boys. It's okay. Ja, die müssen jetzt auch erstmal um ihren Sohn und Bruder trauern, das ist völlig klar. Ich glaube, allzu gern gesehen sind wir hier auch nicht. Oh nee, wieder so ein Psycho-Flashback. Sieht sie wieder irgendwo ihr tote Töchter? Oh, wie geil gemacht er war. Ich will es eigentlich nicht mehr, ich will es ja nicht nochmal in so ein Flashback bringen, aber ich glaube, das muss man hier machen. Oh, öffnen Tür. Colette? Elodie? Colette und Elodie. Ach, relativ außergewöhnliche Name. Suche nach Hinweisen dafür, was deinen Töchtern passiert ist. Boah, ist das bitter. Elodie und Colette, die haben sich ein Zimmer gedeelt, die Mädler. Elodie. Irgendwie hat es einen schönen Klang. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, auf deutsche Kind Elodie zu nennen. Aber Elodie klingt ja fast wie Melody. Und ich glaube, Melody ist tatsächlich auch schon ein gültiger Name. Für Mädler in Amerika. Einhörner für Colette. Schmetterlinge für Elodie. Gemälde. Tiger. Farbklecks. Okay, wirklich Farbkleckse. Violetter Farbklecks und blauer. Und es führt wieder in die Wohnung zurück. Ins Wohnzimmer. Okay, aber da sind sie beim der ersten Episode sind sie ja noch dem Gemetzel hier im Wohnzimmer hier rein verschwunden. Ich finde es aber sehr, sehr geil, dass das wird der Vater sein. Ich finde es sehr, sehr geil, beziehungsweise ihren Freund was, glaube ich. Sie hat ja keinen Mann in der Serie, in der Comic-Serie gehabt, sondern sie hat
nur einen Freund gehabt. Boah, Alter. Zerbrochenes Fenster. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr geil, dass man bei der Michonne-Miniserie auch wieder mehr rumlaufen kann. Das finde ich sehr geil. Das fand ich bei ab Staffel 2 etwas schade, dass es wirklich nur ist wie, ich habe einen Film und da kann ich hin und wieder Entscheidungen treffen. Das ist etwas doof gewesen. Ich meine, klar, die Story ist immer wieder geil. Aber, Behälter für Essen zum Mitnehmen. Aber es ist so schade, dass man nicht wie bei Staffel 1 einfach ein bisschen mehr durch die Gegend laufen kann. Und, ja, Bild der Töchter. Schöne Mädler. Und das finde ich jetzt bei dem hier wieder sehr viel schöner, dass man auch mal wieder frei durch die Gegend laufen kann. Das gefällt mir wiederum sehr, sehr gut. Ja, schöne Töchter hat sie gehabt. Schade, dass sie wirklich nicht hätten alt wäre dürfen. Aber bei so einer Plage werden die wenigsten alt. Bilder. Okay. Aber wo sind die Bilder? Tja. Schlafzimmer haben wir da noch. Ich befürchte irgendwie, da müssen wir reingehen in das Ding. Ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das machen wir morgen bei Let's Play The Walking Dead Michonne auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee.